Kelly? Robin? So mal, bist du verliebt? Ja, nee. Ich weiß es nicht. Und du? Ich meine, ich weiß die ähnliche Situation. Vielleicht. Wie weiß ich überhaupt, ob ich verliebt ist? Das ist ein gut froh. Das Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. An Haut schwätze mir über Romantik, romantische Gefühle, romantische Handlungen und so weiter. Und Robin, ich freue mich mega, dass wir zusammen abholen, weil das schon lang hier die letzte Jahr. Ja, und es gibt auch keine Person, mit der ich über das Thema lieber geschwätze wie mit der. Ah, stop it. Oh. Ja, Kelly, was tut dann auf sich? Wie könnte das dann, dass du nicht weißt, ob du verliebt bist? Also ich meine, verliebt ist vielleicht ein sehr ungenauer Begriff, für den so pauschal zu beantworten, weil einerseits habe ich schon mit meiner Beziehungsperson immer mal so Gefühle von Verliebtheit oder was so als Verliebtheit vielleicht so definiert wird am Sinn von mega froh und aufgeregt sind, dass die Person existiert und hier ganz Gesicht willen zusammen smuschen und mit Kussen bedecken. I don't know, ob da der Gefühl ist, was als verliebt zählt mir. So. Und wir sind in unserem dritten Beziehungsjahr sind du ganz viel andere Gefühle, die vielleicht doch oft mir groß sind, weil so Gefühle von Verliebtheit. Ja, und dann scheinst du auch Gefühle, wo ich mir denke, hast du Verliebtheit, dass du bleibst anders, und du willst du doch so, du weißt nicht. Also das sind so ein bisschen die drei Komponenten von meiner Antwort. Und du? Du suchst du das mit dem, so, so die Fred, so das Gesicht squishen wollen und Küsse gehen und so, mega froh. Und ehrlich gesagt, ich war nicht über Romantik nur denken. Also, okay, war das Romantik? Weil, sind ich an eine Person verliebt? Wie äußert sich das? Irgendwann habe ich so Fazit gezogen, okay, entweder ich bin auch gut verliebt oder ich bin zumindest ein bisschen an all meinen Freunden verliebt. Weil es stimmt dazu mega viel mit den Leuten, die mir ganz nah stehen, egal was als Beziehungen so beinhalten, dass ich so die mega Fried tun und dachte, du bist gerade so meine Lieblingsperson auf dieser Erde. Einfach auch da sich so squishen und sich Küssen über das Gesicht gehen. Das können doch mega viele Menge Freundinnen schaffen dafür. Und dadurch ist so das Fazit, was ich irgendwann für mich gezogen habe. Mir das beantwortet die Frau natürlich nicht mehr teilweise. Und ich meine, da Menge Partnerinnenschaften habe ich die Gefühle teilweise auch. Aber wie du siehst, gerade an der Beziehung, die auch ob 3 Jahre so geht, die schon sind einfach noch so viele andere Gefühle, die so viel mehr stark sind. Und vor allem, weil ich meine Partnerinnenschaften auch nicht aussichten auf der Basis von, wie stark und heftig aus das Gefühl von gegenüber dir, mir echt so auf Kompatibilität, auf wie gut passen wir zusammen, auf wie gut alliieren wir an den Sachen, die mir wichtig sind für eine Partnerinnenschaft. So, weil sonst kannst du doch einfach ein mega close friend sein. Aber ja. Dafür fand ich dein Ding interessant froh. Ich meine, das Gefühl von das Gefühl, das ich denke oft, und ich meine, das nennt den Cute Aggression. Also, dass es so Gefühl so stark ist, dass er bald so Aggression hat, weil der ganze Körper so nicht weiß, wohin damit. Ja, und ich finde, da war auch nicht für so, so Babykatzen oder Babymuppen oder, so süß. Oder auch für so, keine Ahnung, ein kleiner Baby, der wirklich süß ist. Oder, also, Und ich dann eigentlich auch nicht, wie für so die Leute, die mal ganz nah stehen. Ich weiß nicht, wie fand so wirklich die typisch cute Aggression ist. Oder wie fand dann von einem Symptom von meiner gewisser Verliebtheit ist. Vielleicht sind ich auch einfach immer ein kleiner Verliebtheitsslot. Ich meine, oh Gott, ich kann nicht glauben, dass ich actually Hosier quoten. Mir hat ein Lied vom Hosier, das ist so, ich verliebe mich ein bisschen
an eng neue Person all Dach so an dat wird dann ganz queer platonisch Person manche geschickt die man ganz nur steht und ich war so ich kann nicht leben dass ich das so mir das fand ich actually a bisschen relatable so von ich mein, mehr so die Approach von so what weil mir schon ein paar Mal geholfen wird für so ein bisschen an der Differenzierung vielleicht weiterzukommen und das ist etwas was nur inne von diesem Podcast die als schon ein paar Episode wo ich dabei bin gelauscht tun eventuell kennt kennen nämlich Smash Crush Squish Lush a Swish die unterschiedlich Formen von Unzähhung aus einer Quelle von einem Tumblr Post Life of an Asexual echt den Tumblr an they relationship-based type of attraction gehen an so 5 Bereiche angedeelt. Robin, weißt du, wer in 5 Bereiche sind oder soll ich einen kleinen Kurzinput dazu machen? Also ich kann wieder nicht mehr den einzelnen Squish-Squash zuordnen, mit das sexuelle Attraktion, ästhetische Attraktion, romantische Attraktion, so Kuschelattraktion und platonische Attraktion. So am Sinn von, ich will mit dir knuppen, ich will mit dir zusammen sein, ich fand dich ultra schön, ich will mit dir kuscheln und ich will Besties sein. 10 von 10 Punkten auf jeden Fall. Ehrlich gesagt. Ich lausche dir oft nur. Ehrlich gesagt kann ich auch immer nicht genau zuordnen, was ein Lush, ein Squish, ein Crush, ein Smash und ein Swish ist. Mich so nicht einfach nein, ja? Und da vergessen wir da im Kollektiv, gehen darum, ob den Tumblr-Post nur sicher. Also, a Crush kann man fangen mal dummer da unten als based on romantic attraction. Also wenn ein romantisch, was auch immer herrscht, einer Person will nur Sinn. Ich meine, Crush ist das, was doch einfach viele Leute kennen und auch für andere Formen von Unzähhung benutzen. Also ja, genau. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich missverständlich wie das Wort verliebt, weil es sowohl vielleicht etwas Romantisches was auch immer das heißt, bezeichnet, wie auch für andere Formen von Unzähhung benutzt wird. Es macht als Sexualattraktion. Ein Beispiel hier ist They're so smashable oder I'm in complete smash of you oder Who's your current smash? Dann haben wir den Squish. Das ist eine platonische Unzähhung, also zum Beispiel nur einer intimer Freundschaft. Heißt die Beispiele I have a squish for you oder I'm squishing so hard for you. Dann haben wir Lush. Da muss ich immer an die Macht denken. Da geht es sensuell oder physische Attraktion, also das ist so etwas Körperliches wird irgendwie. I have a lush for you. Who are you currently lushing for? Also irgendwas, was mit den Sinne riechen, upacken, schmachen, etc. zu den hat. Wo in Hai fand ich auch schon ganz gut merkt, dass das bei anderen Formen von Unzähhung oft mit dabei ist. Und dann die letzten aus der Swish, die Aesthetic Attraction. Also wenn eine Person ästhetisch enorm appreciiert und so gerne guckt und so. Zum Beispiel, who are your top 5 Swishes? Und so interessant und auch höllefreich ist an einem Schritt die in der Delung fanden. Dass du verwirrender als aber auch hier Abdelung, weil, also, für mich geht der Crush, das ist romantisch, für länger Person nur Sinn, ob so ein emotional Erderweis, ob gut kein Fall ohne ein Swish oder ein Lush. Also ich brauche auf jeden Fall auch so die Komponente, dass ich die Person flott fanden oder, keine Ahnung, wie sie sich bewegt, wie sie sich umgeht und so. Und auch, dass ich Lush tun, ja, hier physisch irgendwie nur zu sehen. Ja, du weißt, ich weiß gar nicht, ob die so unabhängig von denen für mich überhaupt können existieren. Zumindest nicht alle gut. Wie ist das bei dir? Ich meine, ich gesehen hat ganz ähnlich wie du. An dem Sinn, dass ich werde nicht wollen mit einer Person Sex haben, ohne dass ich die Person auch zumindest kann gut leiden, was hier dann ein Squish, also zumindest mal Platonic Attraction wäre. Und auch nicht zu einem gewissen Degree zumindest auch so die sensual physical attraction für so
ich will dir nur sehen, da da so aus meiner Positionalität schon nicht wirklich einen großen sexuellen Desire am Sinn von, oh, ich will Sex mechanisch, mir sagt das ziemlich echt so eine Manifestation von, ich will dir nur sehen oder ich will vielleicht Spaß mit dir haben, mit das immer so etwas so Konnektives für mich, wird dann auch halt, wie gesagt, mega liiert das für mich, also die ganze Sache von, ich kann dich auch schon gut leiden. Und so, ich meine, das Mund denen so ziemlich interreliert sind. Mais bon, il faut du tout pour faire un monde. Das heißt, vielleicht kennen doch Leute, die das wirklich komplett von den losgelöst erfahren. Aber was ich aber noch mehr interessant fand, dass du so Crush, also für romantische Attraktion. Und da sind ich so, okay, mir was aus romantische Attraktion? Und ich meine, das ist mehr so das, was ich den Problem, den ich mit dem Modell ein bisschen habe und nicht mit dem, wir haben darüber schon in der Episode zur Asexualität geschwärzt, dass man, ich meine, wir haben 20 Minuten darüber philosophiert, was sexuelle Attraktion ist. Und Sexualität ist immerhin etwas Konkretes für mich, an dem Sinn von, es gibt gewisse Aktionen, die ich mit einer Person will machen, wenn ich sexuell angezogen von der. Aber mit Romantik ist das für mich eigentlich viel mehr abstrakt, weil schon das Romantik bis wahnsinniges Constructed ist, also etwas, was wir als Gesellschaft so abgebaut haben, aber am Anfang just existiert, weil wir alle gut leben, dass es existiert. Und ich kann mir die Frage von, war das romantische Attraktion auch nicht wirklich so gut beantworten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zumindest für mich stellt sich doch die Frage so von, okay, ich kann nicht rausfinden, was Romantik ist, das heißt, ich gehe mal darauf zurück, für was Romantik. Das heißt, für was haben wir Romantik, weil zumindest bei all den Sachen, die wir kollektiv leben, normalerweise wird das eine Funktion. Wir leben das nicht einfach nur, weil es schön ist zu leben. Da fand ich die Geschichte von der Romantik dann noch mega interessant, wo für mich dann noch mehr Sinn ergibt, für was ich mich so schwer mit dem Konzept. Am Anfang, so wie ich mir Romantik konzeptualisieren, als das Romantik hier auch historisch gesehen etwas relativ Neues ist. Also als Ancestors an den Hirlen, die haben nicht von Romantik geschwärzt. Und Romantik ist etwas ziemlich Neues von den letzten 150 Jahren, was ja auch ganz stark gelehrt ist und das Konzept von mir sichern uns als PartnerInnen selber aus. Und wir sichern sie nicht aus auf der Basis von, okay, wir brauchen eine Partnerperson für Survival, wie das hier für den größten Teil von der Menschheitsgeschichte so war. So, du hast dich einfach müssen zusammen tun. Oder du hast dich bestört, für Allianzen zu formen oder für Reichtum oder was auch immer. Und das hat sich ja in den letzten 100 Jahren von allem verändert, gerade für Frauen. Und dass man heutzutage so viel mehr choisieren auf der Basis von, okay, du musst mein Survival nicht mehr besser, so, aber du gibst mir vielleicht gewisse Sachen, die ich am Leben gerne will haben, aber du mein Evaluieren basiert nicht mehr auf einem Partner. Und du hast das Konzept für Romantik einfach viel mehr wichtig gehen. Und ich denke, dass auch gerade an dem Setting hat Romantik am Funktion, für so Koppel zu formen und Koppel zusammenzuhalten. Ich meine, schon noch an dem Buch, weil ich schon oft zitiert habe, es heißt Ace von Angela Chan, wo sie ganz viel über Asexualität schwätzt, aber auch über Romantik und Aromantik, weil die zwei auch ziemlich eingliedert sind. Das so eine von den biologischen Theorien aus, wie was das man Romantik haben, weil anscheinend schenken wir ein paar andere Hormone an unserem Kopf zu haben, aber dass du gewisse Sachen einfach aushalten kannst. Also zum Beispiel mit einem zusammen zu wohnen, an einem sing mischt alltag zu gesehen, an kann er mit einem Mensch groß zu zählen, aus relativ viel Stress. Und anscheinend schenkt das der Evolution hier Strategie zu sehen, für uns zusammenzuhalten. Bon, ich bin nicht der größte Fan von evolutionärer Biologie. Ehrlich gesagt fand ich es eine Pseudoscience. Also ich glaube nicht in evolutionäre Biologie. Ich glaube in Evolution. Aber ich denke nicht, dass wir uns einfach alles können erklären mit, oh, Natur hat das so gemacht. Aber das heißt, ich fand vor allem so Romantik als ein Konzept, was Leute zusammenhält, was Leute an der heterosexuellen Koppel hält, die idealerweise zu Kanal lädt, und dann auch an der Struktur von der nuklearen Familie, wo dann auch traditionell gesehen Frau schafft daheim am Stadt, für das der Mann zur Ökonomie beitragen kann, etc. etc. Und ich merke da noch ganz stark, wenn man lo schwätze von platonischer Attraktion, finde ob dein Squish zurückzugehen, an der Crush, so romantische Attraktion, dass man ja dann auch ganz stark Unterschiede machen zwischen romantischer, platonischer Attraktion, weil ich auch gesehen, was zu einer Aufwertung
lädt von platonisch Attraktion für platonische Gefühle an einer Abwertung für romantische Gefühle. So Romantik ist ja mega considered also etwas, was Leute sollen erwüllen hun. Das nennt sich Amatonormativität. Das heißt die Auffassung und auch die Erwartung, dass jeder romantische Gefühle hat oder das zumindest will hun und auch dann ein monogam romantisch Beziehung will hun. Darum haben wir ja schon an der Hierarchies-Episode geschwärzt, wie man Hierarchien zwischen unseren Beziehungen machen. Dass man normalerweise der Partner ist, die wichtigste Person in dem Leben und da können den Eltern und den Geschwistern und dann dein one best friend und da kommen halt Jana so irgendwo da hannen, die geseiste so immer dem Mond. Und für mich ist das mega absurd und ich meine, verloren Zurückzüge bei meinen Dingen von, ich sehe manche Büssi an all meinen Freunden verlebt. Der Grund, für was ich das kann sehen, ist auch, weil ich nicht monogam bin. Monogamie imposiert ja auch Hierarchie. Du hast gewisse Sachen, die sie reserviert für eine gewisse Person. Normalerweise Sexualität und romantische Gefühle. Und ich meine, das ist auch für was, dass so viele Leute zu daran festhalten, weil mir auch eine Partnerschaft normalerweise als das definieren. Du bist mit Leuten zusammen, für die du romantische Gefühle hast und dann, wenn du mit ihnen zusammen bist, durch die romantischen Gefühle, wird es auch gesellschaftlich akzeptabel, dass du Sex mit ihnen hast. Während zum Beispiel Romantik ohne sexuelle Gefühle, da bist du just a cock oder gefriendzoned oder was auch immer, oder Sexualität ohne romantische Gefühle, da bist du ein Hauer. Oder ein hangstanzter Mann bist. Kurz noch Frau, war das ein Cock? Et könnt am Anfang aus der King-Welt, so dass du der King, wenn du normalerweise als der Cock ein Mann, den seine Partnerin dabei beobachtet, wie sie von einem anderen Mann gerailt wird. Ist das so eine Power-Demonstration? Ist die Praktik dazu Cockholding? Yes. Ah ja, okay, da weiß ich schon, was wir schwätzen. Gut. Und der Cock, an so Männlichkeitsdiskurse, wird oft ruflosend benutzt, für Männer zu entmännlichen, die gerne Cock sind. Weil sie so du bist Männer ein Mann, wenn du den Frau von einem anderen Mann berühren lässt und penetrieren lässt und du lässt deine Proprietät und einen anderen Mann. Okay, du beschützt nicht gut genug, was dir gehört. Genau, sozusagen. so, Ja. war das da falsch mit dir, du Cock? So, das ist ein mega ruflosender Term für Männer, die unmännlich sind, gerade sexuell. Das sind so all meine Gedanken dazu, an wiefern, dass ich fand, dass so Romantik für mich zumindest ein mega Konstrukt ist, weil aus so viel anderen Muschstrukturen angebunden ist. Und je mehr ich das so konzeptualisieren, desto mehr Gesinn ich dadurch überall. Ich weiß nicht, ob das Clairvoyance ist oder ob das Paranoia ist. Nee, Vielleicht beides. ich merke das so dick an meinem eigenen Leben, dass Romantik für mich hier in allem eine Bedeutung hat und wichtig war, wie ich monogam war. Weil das durch im Gang, wie qualifiziert als Partner, ich muss romantische Gefühle haben und ich kann nicht mit einer Person zusammen sein, für die ich keine romantische Gefühle habe, weil das Ideal von der ultraromantischen Beziehung, das als so viel geliefert wird, das wollte ich. Und als nicht monogame Person, so, ich stehe keinem Weh, wenn ich romantische Gefühle für die halbe Welt tun, weil ich kein von meinen PartnerInnen kann sagen, du gehst mir früher, weil du hast romantische Gefühle für eine andere Person. Und das tut mir auch dick viel Spaß gehen, für das Ganze mir lober zu sehen. Ich hoffe, dass das irgendwie kohärent war. Ja, ich fand auf jeden Fall kohärent, aber gleichzeitig meine ich, bleibt es inkohärent, weil so unklar ist, was für allem so romantisch Unzähhung oder romantisch Gefühle sind. Also ich fand Romantik sich, zumindest an gesellschaftliche Vorstellungen, geht schon relativ konkret, auch weil der man mal so Geste verbunden ist. Also zum Beispiel, dass ihr auf ein Dinner-Date geht, wo ihr nimmt zu zweit ist, wo ihr so intim Gespräche mit ihr feiert, oder mit ihr flirt, oder, keine Ahnung, irgendwelche Rosen im Bett, wenn ihr will an Stereotyper denken, oder so Kadoen, Blumen, der Rang, wann ihn sich besteht, die ganzen Rituale suchen darin, die halt quasi Gefühle auch herstellen. Das fand ich relativ greifbar, aber was dann konkret romantisch Gefühle sind, auch am Menge im Leben, aber sich das auch aufgrenzt von anderen Formen von Gefühlen und Unzähhung, ist schwer zu greifen, weil ich noch gedacht, okay,
als romantisch Gefühler gleich verlebt sind? Nee, irgendwie nicht. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Zustände vielleicht. Inwiefern, wenn ihr seht, verlebt, das ein bisschen mehr abgeregt vielleicht, an romantische Gefühle sind vielleicht ein bisschen mehr generell, unterscheiden sich da romantische Gefühle von lebt, der ja keine Ahnung, für ein Haus, der kann hun, für seine biologische Familienmembern, für seine Freunde und so weiter. Und wenn ich gucke, okay, inwiefern als verlebt sind, vielleicht spezifisch etwas Romantisches, fällt mir auf, dass du die rosarote Brille unzuhun und sich wirklich zu denken, du bist die schönsten, besten Person auf der ganzen Welt, als für mich echt auch eine ästhetisch und physisch sensuelle Erfahrung empfangen. Das gönnet so un Romantik geknappt me méi eben und ja lasches an Swishes. Du wenn fallet mal schwer zu beschreiben, wat pur romantisch Attraktion hast, weil dat für mich irgendwann nicht existiert, wat du gegen den These unterstützen oder den Theorie, dass Romantik so Konstrukt ist und dat man einfach ganz viel andere Sachen uphaschen, weil es eine Form von gesellschaftlicher Organisation ist. Ja, eine gesellschaftliche Organisation, die am Anfang alles, wie wir leben, also wie als Beziehungen funktionieren, an hierarchisiert sind, aber auch wie als Lebensauflauf quasi funktioniert, mit den sogenannten Relationship Escalators, die ja für allem an sogenannten romantischen Beziehungen ein wichtiger Teil sind. Also, dass du dich kennenlernst, dann lernst du alle Friends kennen, dann lernst du Familie kennen, dann irgendwann ja, keine Ahnung, willst du vielleicht zusammen wohnen, hast ein Bankkonto und dann all die anderen Sachen, von denen du geschwärzt hast. Also, gemeinsam Kanner, gemeinsam Zukunftsvorstellungen, mindestens einmal im Jahr zusammen in Vakanz gehen, einen Hund, Pflanzen, Altersfürsorge, whatever, weißt du? Ja, und schon diese zwei Sachen gesagt, die ich mega interessant fand. Und das erste ist, dass du siehst, okay, romantische Gefühle, als das nicht so anders, die so verliebt sind. Und da sind auch so, okay, mir war mal Crush, also Crush ist immer so die typisch so aufhänglich Verliebtheit. So, dass, oh mein Gott, mir war mal Crush als romantische Attraktion definieren. Wo lese ich das dann an dem ganzen Sinn? War das verliebt sein? Also noch vielleicht eine Differenziation zwischen verliebt sein, a Crush, und dann being in love, also weil für mich so im Englischen ist dann ein bisschen wie ähnlich, so falling in love ist ähnlich für mich wie being in love, so falling in love ist so den Prozess für sich an eine Person zu verlieben und dann verliebt sein, also das ist du bist die so, you know, Dochterbahn, die hin und her geht und mega aufregend ist, aber being in love ist für mich der heroischen Teil von verliebt sein an einer romantischer Beziehung sind, mit schenkt mir wie wenn du das ganz anders drehst. Ich fand das faszinierend, weil die Sachen haben so viel Gewicht für uns gesellschaftlich, wir haben keinen gemeinsamen Spruch dafür. Ja. Überhaupt nicht. Wenn du 100 Leute fragst, was für sie die Termen bedeuten, da bin ich mir sicher, dass du 100 verschiedene Antworten kriegst, die vielleicht alle guten eine gewisse Kommunalität haben, mit die sich aber an der Nuance immens unterscheiden. Und schon das sehen wir dann auch oft, wenn wir so lesen über so Beziehungsprobleme, die typisch Kolumnen oder auch an Filme also oder auch von Freunden höheren Beziehungsprobleme, das schenkt aber auch oft und die Nuancen an denen Verständnisse zurückzukommen, wo Leute verschiedene Unnahmen haben, wo hier Unnahmen so selbstverständlich für sie ist, dass sie nie auf die Idee kommen sind, für das auszudiskutieren, weil sie einfach gedacht haben, dass das Common Ground wäre. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den du gemacht hast, den ist, dass du so ist, ja, romantische Beziehungen. Und die Implikation, die du gemacht hast, und ich meine, die ultra viele Leute machen, als die von romantischer Beziehung als eine Partnerschaft. Automatisch. Also, dass sie zusammen ist. Und das fand ich mega interessant, weil das gibt mir so ein bisschen den Vibe als so Romantik, romantische Gefühle, wie auch immer das man so konzeptualisieren, mir so Romantik als so eine Kraft von der Natur, die dich überschwemmt und du musst dem noch gehen, auch wenn du romantische Gefühle hast für eine Person, so ganz viele Leute beschreiben das ja auch als die Ultrakraft und das Verlangen und zumindest an Literatur, vor allem wenn es um Männer geht, die über Frauen schreiben, so das Verlangen und das Willen an bald so wie der Sex-Drive erinnert mich. An mir schon an ganz vielen anderen Episoden darüber geschwärzt, dass der Sex-Drive per se ja gar nicht gut. Beziehungsweise, dass das auch ein patriarchales Konstrukt ist. Und ich fand, dass man Romantik
Und schon da sind wir als queer FeministInnen hannen dran, dass man Romantik als Last gelesen oder mehr Last gelesen gesehen von gesellschaftlichen Mursstrukturen, wie zum Beispiel Sexualität. Weil zumindest, wenn ich so gucke, was Generationen von Heterozis-Männer über Romantik geschrieben haben, dann erinnert mich das mehr an patriarchal besitzergreifend Verhalten, wie und lebt. Und du hast für mich dann noch dabei, so, wenn man dann noch so ein hey, Romantik als die Mursch, dann geht das ja auch die Norm von einer Partnerschaft muss romantisch sein. Und wenn sie das nicht ist, dann ist sie nicht wert. Da bist du an einem unglücklichen Mariage, in einer unglücklichen Partnerschaft, oder du bist verarscht oder du bist auf dem Schienen für eine Trennung oder was auch immer. Und das fand ich noch viel mehr faszinierend am Anfang. Wie viel Bedeutung mir dem zuordnen. Aus welchem Grund auch immer, weil, wie gesagt, da schließt sich mir noch immer nicht so ganz. Mir von allem, wie losgelöst Romantik geguckt wird von allem anderen, aber wie krass man das noch immer idealisieren. Obwohl Romantik ja auch, es gibt den schönen Term von Chrononormativität. Die sieht dann von 4, dass es gewissen Evenementen gibt, die auf einer gewissen normativer Zeitlinie geschehen. Also zum Beispiel das chrononormativ, wie man 30 kann zu kreieren hier in Europa, das aber nicht chrononormativ, wie man 16 kann zu kreieren. Gleichzeitig also chrononormativ, wie man schießt nicht 65 bis 70 an Pension zu gehen, aber nicht 480 oder 45 an Pension zu gehen. Also, dass man so gewissen Evenementen haben, die man gesellschaftlich so ab dem Alter ist das normal. Und ich finde, dass Romantik doch eine mega große Rolle spielt, weil wenn ein mit 30 nicht in einer romantischen Beziehung ist oder vielleicht sogar noch nie war, dann sind mega viele Leute, was ist da falsch mit dir? Und wenn die Gäste da bestört und das Bestürtnis, also wenn du hast eine romantische Beziehung, die dann zum Bestürtnis lädt, die dann zu Connor lädt. Und keine Ahnung, das kribbelt mein Gehirn einfach mega, das Thema. Vor allem, weil es so unsichtbar ist und das überall. Ja, bei Chrononormativität ist ja am Anfang gebunden und hervorgebracht von dem Relationship Escalator, also den unterschiedlichen Trappen, denen es da am Laufe einer Beziehung, aka am Laufe von deinem Leben muss rumgehen. Also dass du irgendwann zum Beispiel eine Person oder auch mehr Personen mittlerweile hast, mit denen du so eine fixe Bond hast, dass du ja mit ihnen ein Konto, eine Wohnung, Haustieren oder ganz viel von deiner Zeit einfach teilst. Ich fand bei dem Thema Zeit, ich habe nämlich darüber nachgedacht und noch ein bisschen recherchiert, wie geht der Romantik so allgemein gesamtgesellschaftlich definiert. Und du hast Zeit, die ihn auch modern verbringt, zum Beispiel innerhalb von einer Woche, einen relativ wichtigen Faktor. Also das Ding, romantisch, Beziehungsperson, die Person ist, die das meiste von deiner Zeit kriegt, nervt. Den allein abischt, also als Dingen mit Abisterinnen, die du alltag gesagt zum Beispiel. Oder Dinge kann er, weil kann er natürlich, wenn er da hat, Priorität haben an ihrer Versorgung. Am Menge Theorie ist ja, wenn man los so ein romantisch Unzähhung oder romantisch Gefühle als ein gesellschaftlich, sozial Strukturkonzept, was sich am Anfang zusammensetzt aus ganz vielen anderen Sachen, nämlich platonischer Unzähhung, physischer Unzähhung, ästhetischer Unzähhung, etc. Dann ist das eigentlich der Grund, für was den Pull so groß ist, weil unter dem Begriff von der romantischen Unzähhung oder auch von Romantik so viel beinekennt. Also ich habe zumindest probiert, auf mein eigenes Leben umzuwenden. Der Grund, für was die Personen, über die ich ging so, ich hatte zu ihnen romantisch Unzähhung, so viel von meiner Zeit kriegen, als weil ich ein Swish, ein Lush, ein Squish und heute sogar ein Smash abzuholen. Also, dass quasi da, ja, den nicht existenten Drive immer mehr stark geht, weil einfach ganz viel verschiedene Aspekte gleichzeitig angeschwart gehen. Also wenn wir drüber schwatzen, okay, wir können quasi den Begriff Romance Drive oder Romantic Drive so als bisschen als ähnlicher Begriff wie the Sex Drive. Und da sagen wir, okay, Sex Drive geht nicht, das ist ein Incentive Motivational System, also etwas, weil ihn einfach extrem motiviert. Dann könnt bei mir auf jeden Fall die Motivation nicht von meinen romantischen Gefühlen, sondern von all den anderen Gefühlen, die gleichzeitig da sind. Ich werde sich nur so viel fehlt. Also schon auf einer Seite, das beschreibt vielleicht doch ganz, ganz gut die Seite Choosing Therapy,
so ein bisschen überlegst, was sie da geschrieben haben. Und da schreiben sie, romantic attraction is the internal pull. Also das ist wirklich so zit, that you experience when you are with someone with whom you internally feel connected, comfortable and interested in spending more of your life with. Genau, also das ist irgendwie die Kombination aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten plus dass es von der Gesellschaft quasi als so zentral und groß strukturierend gesickert. Das wäre meine Theorie. Ich fand das am Anfang eine schöne Konzeptualisation, weil es auch nicht exklusiv ist. Ich meine, du so schon die Personen, für die ich romantische Gefühle habe. Schießen da, ich fand, dass da doch an Dingen Präsenz optisch zutrifft. Aber ich fand, das lässt viel Freiraum für Adaptabilität, für den eigenen Umstand, wenn du siehst, hey, ich habe die Zuchtbeziehung just mit einer Person. Cool, wenn du siehst, schon die Zuchtbeziehung mit mehr Personen. Auch cool. Und das gefällt mir ziemlich gut. Und ich fand, dass ich das so gut erkennt, ich stecke mich weit holen am Sinn, dass ich nicht denke, dass Romantik muss eine Beziehung definieren. Ich fand das gesamtgesellschaftlich, ich habe viel darüber gesagt, mich wiederholen gerne, dass wir als Beziehungen oft definieren, ob der Basis, ob Sexualität an oder Romantik Präsenz ist. Das heißt, PartnerInnen, Sexualität und Präsenz normativ gesehen präsent. Friends with Benefits, ich hasse den Term, aber ich benutze trotzdem Friends with Benefits, wäre ja dann Sexualität, mit keine Romantik. Und dann, wenn ihr seht, keine Romantik, keine Sexualität, einfach nimmen, Energie mehr, freuen. Und dann, ich meine, dass du meine gelebte Queer-Communität sich selber in den Arsch gebossen mit dem Term von der Queer-Platonisch, dass ihr seht, ja, also Leute definieren den Term ganz anders, je nachdem ich fried. Leute definieren den Term auch ob romantische Gefühle mit keine Sexualität. Und ich finde, dass die ganze Konzeptualisation von Romantik oder Sexualität benutzt für Beziehungen zu definieren, für sie preskriptiv zu definieren, ultra blöd, ehrlich gesagt. Und schon war zumindest, wenn ich so gucken, okay, wie viele ich mit meinen Partnerpersonen, wo ich mal relativ sicher bin oder mehr sicher bin, dass ich zumindest gewisse romantische Gefühle für die Leute habe. Und wie finde ich mich vis-à-vis von der Pur von meinen Freunden, dann, wenn ich so, okay, die Gefühle, die benennen ich als romantische Gefühle, dann habe ich die Gefühle auch für manche meine Freunde. Und das kann aber auch koexistieren, in dem Sinn, dass wir aus vielen Gründen nicht zusammen sind. Und das ist auch okay. Und ich kann die Leute trotzdem gerne haben. Und ich kann ihnen nur sehen. Und ich kann mit ihnen kuscheln, an ihnen Küsse gehen, wenn ich das will. Kannst du sogar Sex mit ihnen haben, wenn sie das wollen. Also, was ich für ihn einfach will, das will. Und das fand ich schön, für zu sagen, hey, Romantik kann wie all andere Gefühle an einer Beziehung koexistieren und einfach auch den Druck rauszuholen aus der Romantik. Von, oh mein Gott, ich bin aber so verliebt an die Person, ich muss das lo. Und ich fand, dass wir doch an den Territoire kommen von so die ganzen Terme von Feminizide als Love Crime oder Romance Crime oder so banalisiert gehen, weil ihn einfach so viel Druck hat von so, okay, ich bin doch verliebt an der Person, die muss bei mir bleiben, oder auch auf der anderen Seite von der Medaille vielleicht, mich sie so verliebt an der Person, auch wenn sie mir weh tut, oder auch wenn Red Flags all da sind, ich sie so verliebt, ich muss bei der bleiben. Mhm. Und ich denke, dass mir gesamtgesellschaftlich, meine Meinung, sollte man all ein bisschen mit chill sein über Romantik. Also ich finde so 2 Kommentare. Erstens, wenn ich noch der Definition von Bell Hooks am All About Love, das hatte ich schon manchmal auch erwähnt an der Episode The One Göttet die ewig lebt. Wenn man nun Bell Hooks gehen, als lebt etwas, was möchte, dass die andere Person, die man gern haben, physisch, emotional und spirituell wursen kann. Also dass ihn sich kümmert de Wurstum von der anderen Person und das schließt automatisch Gewalt aus. Und ich fand, wenn ihr seht, verlebt sind als eine Form von lebt oder lebt als ein Teil von verlebt, wie auch immer ich das will beschreiben, dann kann auch verlebt sein per Definition nicht koexistieren mit Gewalt, zumindest keiner Gewalt, die sich immer systematisch wiederholt, was ja bei sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt oder so ja einfach so aus. Und dann, auch weil du den Unterschied gemäht hast zwischen so
Freundinnenschaften an nicht Freundinnenschaften an ob du romantisch Gefühle sind oder nicht. Also meine Theorie ist ja, dass platonisch Unzähhung, also nur zum Beispiel intimen Freundinnenschaften, ehrlich gesagt genau dasselbe ist wie romantische Unzähhung. Süß bei der romantischen Unzähhung gehört eben das ganze Konstrukt rundherum von den romantischen Gesten. Weil ehrlich gesagt, ging ich mit meinen Freunden gerne viel mehr Zeit verbringen, weil ich das gerade mache. Und der Grund, für ich das nicht machen, ist, weil ich eine Wurse bin und eine Lohnarbeit tun, die extrem viel von meiner Zeit anhält und mir an einer Welt leben, an der Romantik ein extrem wichtiges Konstrukt ist. Und du willst auch dick viel von meinen FreundInnen, ja, so ist das, wenn ihr bis über 30 ist. Brace yourself. An die Systeme rarrutschen dadurch, dass man am Kapitalismus leben, dass du halt gucken musst, okay, mit wem verbringe ich meine Zeit, wer wohne ich, wer ist vielleicht auch am ökonomischsten für zu wohnen, wer ist das ganze Leben rundherum mich organisiert und dann oft auch die einfachsten Art und Weise, an denen irgendwie rarrutscht, für dann aber die meiste von seiner Zeit mit seiner romantischer Beziehungsperson, mit denen am Zweifel auch noch zusammen wohnt, zu verbringen. Und ich denke, das ist ehrlich gesagt ein Hauptunterschied zwischen einem Crush und einem Squish, weil ansonsten fand ich, also die platonische Unzähhung und die romantische Unzähhung, gängig nur aufgesehen von dem kulturell abgeladenen an der Geste rundherum für mich nicht als ernst holen. Aber gleichzeitig ist was ich wieder so tun, dass ich bei romantischer Unzähhung halt für mich auch einfach merken, du hast immer auch physisch sensuelle Unzähhung und ästhetische Unzähhung mit dabei. Und auch wenn ich ging so in die meist von meinen FreundInnen, mit denen ich eine intime Beziehung habe, ästhetisch appreciieren oder auch Lust tun, so an den Arm zu holen oder zu umarmen oder auch mal so mit denen auf der Couch zu kuscheln, die Deler sind Männer stark wie an den Beziehungen, die ich eventuell auch ging als romantisch beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich mich so gut ausgedrückt habe mit dem Unterschied zwischen romantisch und platonisch, mit das so wie ich für mich ging fassen an. Ich fand es mega witzig, dass wir am Anfang noch gar nicht drüber geschwärzt haben, über die absolut starke Verbindung, die es in unserer Gesellschaft gibt zwischen romantischer und sexueller Unzähhung, weil ich meine, mir das auch schon durch die anderen Podcasts, die wir zusammen abgeholt haben und vielleicht auch in unserer eigenen Erfahrung ziemlich getrennt von denen haben. Also das nicht nur, weil ihn romantisch quasi irgendetwas vorhält, du musst eine sexuelle Unzähhung sein oder quasi vice versa. Mir das ja schon aber auch in unserer Gesellschaft noch immer einen großen Teil von Amatonormativität. Also wenn du an eine Person verliebt bist, eine sogenannte romantische Beziehung mit dir hast, weil auch immer das heißt, dann hast du Sex immer nun Teil, beziehungsweise zumindest Thema, wann es kein Sex gibt. Auch was Sex kein Teil ist. Das heißt, Fazit am Anfang, das Problem ist Kapitalismus. Ja, das ist leider meistens das Fazit und das ist leider meistens wahr. Ja. Weil Kapitalismus ist so einfach oder beziehungsweise als aktuelle Konditionen, in denen wir leben, direkt als mega an eine Person, Partnerinnenschaft, auch einfach aus praktischen Gründen. Was mir wohl auch noch auffällt, Kali, und das, du hast so von Bell Hooks als seiner Konzeptualisation von Lebt geschwärzt, auch von Lebt als eine Aktion und nicht so ein großes Gefühl. Und das erinnert mich dann noch so, okay, wir haben ganz viele Gefühle geschwärzt, mir war über romantisch Gesten, weil da sind ich auch oft. Wenn ich nicht mehr sehe, hol mich über romantischen Date, da stehe ich mal für dich da und ich sehe so, und also ich habe weil Assoziationen, ich muss doch ehrlich sagen, die Assoziationen kommen mehr aus so Film und Fernsehen, so, keine Ahnung, Rotrosen, I guess, Candlelight Dinner, bei Sonnenuntergang auf der Plage spazieren gehen, schön nun. Mehr, die schenken ja aber relativ viel Gewicht zu holen, und das ist ja auch so etwas, was so ein bisschen erwartet wird, für die Romantik dann auszudrücken. Ja, also das Erste, was mir dazu direkt auffällt, ist natürlich so die Love Languages, also wie ihn quasi, dass ihr Frau mit einem ein bisschen ausdrücken kann. Das sind Words of Affirmation, also verbale Kommunikation. Ich meine, so ganz platt, also ich finde ich gern eine Form von Word of Affirmation, mir auch, dass ich etwas gut gemacht habe, irgendwie Komplimente oder
Unterstützung oder so. Quality Time, also dass ihr so Zeit verbringt, wo ihr süß Zeit für die Person oder die Personen hört und für ausfällig über Sachen zu schwatzen oder auch einfach Sachen zu erholen. Also das ist das, wo ich bei einem romantischen Date manchmal ging, drauf gucken. Auch, da sehen nicht an einer großen Gruppe von Leuten, wo ihr zu 5 interagieren muss, ob es möchte, mir wirklich so zwischen der eng oder auch, man kann noch romantisch Date tun, mit 2 weiteren, also zu 3 Personen oder zu 4, mit der geht schon im Group Activity. Dann Physical Touch, also Kussen im Armen, Sexualität, I don't know. Acts of Service, also dass ihr etwas möchte für die andere Person, was hier lebe mir einfach möchte an Gifts, also dass ihr der Person etwas schenkt. Also wenn es zum Beispiel ging von, okay Kelly, wie müsst du ein romantischen Date, so mal zu denken, Jahrestag mit deiner Beziehungsperson, da sind schon viele von den Sachen dabei, also Zeit zu 2, Quality Time, dass man irgendwie als keine No sehen, als Handhalten über dem Tisch oder neben in der bei einer Kusch können sitzen, Receiving Gifts, vielleicht schon etwas Kleines mitbrächt, an so irgendwie, was die Person für mich bedeutet. So, ich ging so an da das auch alles extrem kulturell abgelöst, vielleicht machen wir da doch süß, weil das quasi als kulturelle Praktiken sind, aber gleichzeitig möchte das einem aber gut gefühle. Also ich fand es doch schwierig zu trennen. Oder kann ja noch gar nicht trennen zwischen Menge individueller Wohlerholung von was empfand ich als schön, cozy, sicherheitsfördernd, verbannend an, ja, was das Widerspiele von so einem kulturellen Code vielleicht auch, denen dann an so Sachen wie Love Languages kann ausdrücken. Ich fand es mega interessant, dass du das mit den Love Languages gesagt hast, weil wie gesagt, also das Words of Affirmation, Gift Giving, Quality Time, Physical Touch und Acts of Service, hast du auch mega kulturell abgelöst, du so sagst. Und das ist so von denen so Rekommendationen von auch so Leute, die Relationship Counseling so machen, so du musst der andere Person hier Love Language lehren, so das als so Sprachen, die lehren muss und dass sie noch weiß, was die andere Person braucht, für sich appräciiert zu fühlen. Und gleichzeitig gesehen ich ein bisschen mehr kritisch, ich habe in einer Zeit einen Artikel gelesen, den ich auch werde verlinken, dass die Love Languages am Anfang die Originen sind an einem Baptist Minister, das heißt einem christlichen Geistlichen, den dat ganz am Anfang dummer opkommers für heterosexuell weiß Koppeln an einem immens christlichen Kontext zu counselen. Und worundet, da mich auch immer so ein bisschen erinnert, also dass die immens performativ ist. Was wollen wir, weil wir es wirklich wollen, was brauchen wir, weil wir es wirklich brauchen, und was wollen wir, weil wir denken, dass wir es wollen müssen. Und wenn wir gelehrt tun, dass wenn wir in einer romantischen Beziehung sind, dass da die Geste sind, die das ganz validieren. Und gerade da fand ich, dass es doch oft so ein Gender Gap gibt, gerade so in den Love Languages, so auch da Dinge von, oh, mir das halt nur eine Love Language, du musst einfach just lernen, für mich so zu appreciieren, wie ich bin. So den Trope von Frau möchte Acts of Service an Physical Closeness, das heißt immense emotional labor am Sinn von sich um den Tod kümmern und dem Mann Sexualität verschaffen, für dass der Mann hier dann hast du ein Bouquet Blumen mit hinbringt und hier seht wie schön sie aus und wie vielen sie doch appreciiert, also vielleicht auch hast du mal dann in eure Restaurant hält, mir das mischt sich wasch aber nicht. Und wie halt am Anfang gerade durch die Origin von den Love Languages, die halt ultra an so einer ultra heteronormativer, mononormativer Origin kommen, da sind das auch ganz am Anfang auch schon gar kritisch gesehen, also okay, für was sind die Sachen noch romantisch? Ich gehe meine Freunde, das sind wir immer auf dem Punkt, dass ich meine Freundinnen schaffe, wahrscheinlich auch nicht gesehen, die meisten Leute, ich gehe noch Acts of Service zu meinen Freundinnen und ich gehe noch kleine Gifts um meine Freundinnen an Physical Touch, an Affirming Words, also das sind alles wichtige Sachen, die ich mache, die nicht unbedingt romantisch lehrt sind. Und wo man rum bei der Frau, sie war aus Romantik. Und ich denke, du so sieht, dass man dem Ganzen ganz viel kulturelle Bedeutung gehen und dass man den ganzen Sachen von ganz viel Bedeutung zuweisen. Aber der Fokus von dem ist, dass man das zuweisen, dass das nicht etwas ist, was man so gut gehen aus. An einem Paralleluniversum fanden wir es vielleicht den Nonplusultra von der Romantik für den Partner nur frisch an den Mund zu legen. So, wow, geil! Vielleicht sind ich einfach zu neurodivergent. Mir das ganz wenig Sinn für mich, wenn ich bis aufhänge, das an den zu blicken. Aber gleichzeitig fand ich nicht, dass ich das ganz invalidiert muss, an dem Sinn, dass ich schon eine cute Dates mit meinen Partnermenschen auch schön. Und das ist mir auch wichtig. Und gleichzeitig ist es mir auch wichtig, für das ganz kritisch zu sehen. Und ich kann es trotzdem appreciieren, für was das ist. Ich finde nicht, dass ich ein kritisch wüt, dass ich dafür nicht darf machen oder es muss
verdeivelen. Ich gehe da recht. Ich fand es extrem cute, wenn ich mit meiner romantischer, wenn auch immer das heißt, ich weiß noch immer nicht, auch nur eine Stunde Beziehungsperson an der Küche tanzen, während wir irgendetwas kochen oder als neues, keine Ahnung, süß Post-it dolosen oder so. Aber was echt da schurt als vielleicht, dass es durch das ganz kulturell Opluden an Unhängen und einer bestimmten Beziehung halt einer Beziehungen, die ich im Moment nicht so vielleicht auch tiefen hun oder als unangenehm als die Sort von Erfahrungen mit Leuten zu delen, die nicht nur dem Konstrukt von der Romantik die Sachen dürfte kreieren. Also vielleicht ist das Fazit nicht, dass das Problem die romantisch Geste sind, mehr die Einschränkung von den romantischen Gesten ob bestimmten Leid. Ich fand das ein mega schönes Schlusswort. Merci. Und ich gehe da ganz recht. Ja, da muss man süß nach bedingungslos Grundeinkommen affären, dass man auch genug Zeit und Ressourcen haben, für können als Justen von lebt ob maybe nehmen 1, 2, 3 Personen zu verteilen. Ja, wenn ich lebt. Und während wir alt sind, auch einfach Kapitalismus stürzen. Und alles, was daran hängt. Aber ja, während wir schon von der Weltrevolution drehen losen, an der da all Mensch so gern tun, wie der wollt, losen wir für dich noch eine Rubrik vom Allerhei. Und dann wünsche mir euch ein ganz wunderschönes 2 Wochen ohne Eis oder lauscht dann als alle Episoden und wir hören es geschwirren. Adi. Bis geschwind. Ein gut froh. Gut gefroht. Was sind Sex Wars? Sex Wars oder Sexkricher op Lützebäuisch waren eine Reihe von Konflikten an der feministischen Bewegung von den 1970er. Sie sind auch unter den paar anderen bekannt, so wie die Lesbian Sex Wars oder auch die Porn Wars. Heinsto nannten sie auch einfach die feministische Sexualitätsdebatten. Hauptsächlich wird das Ganze sich an den USA aufgespielt. Mehr an Australien, Kanada und England goufen die Themen zwischen den 70er und frühen 90er abgegriffen. Was geht an den Sex Wars? FeministInnen von der Zeit waren sich nicht eins über verschiedene Probleme rund um Sex und Sexualität. Zu den großen Streitpunkten gehören Pornografie, kommerzielle Sex und Sex zwischen Menschen aus verschiedenen Generationen. Auch über Lesbischkeit, die Rolle von Transfrauen an der lesbischen Community, Heterosexualität und die Erotisation, also die sexuelle Repräsentation von Race und Ethnizität, goufen diskutiert. Dat hat dann noch Fragen über die Limitationen vom Gesetz, von der Politik und von der Meinungsfreiheit abgeworfen. Am großen Ganzen also darum gegangen, was sexuelle Freiheit wirklich bedeutet und wie sie an der Praxis soll aussehen. Historisch waren Sex Wars eine vielfältige Debatte. Leider bleiben sie es trotzdem größtenteils als ein einfacher Streit zwischen 2 feministischen Gruppen in Erinnerung. Demnach hatte mir auf der einen Seite die Sex-Positiv-FeministInnen, die sich hauptsächlich für ihr Recht auf sexuelle Pläsier ersetzen. Auf der anderen sind die Sex-Negativ-FeministInnen, die sich auf Bekämpfen von sexuellen Gefahren konzentrieren. Das binäre Anordnung stellt das Ganze ein bisschen zu simpel dar. Wir können uns aber mit den 2 grundlegenden Ideen hunderte Positionen beschäftigen. Erstens, die Sex-Negativ- oder auch Antipornografie-FeministInnen. Heute gehören eine Reihe wichtiger Persönlichkeiten, sowie unter anderem Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Deirdre Lord und Gloria Steinem. Sex-Negativ ist hier etwas anderes, wie das vielleicht gewinnt ist, aber hier am Podcast auch schon viel beschwert gouf. Es geht nicht darum, dass Sex an sich moralisch verwerflich ist und in sich für seine Sexualität schummen muss. Es geht darum, dass Sex in dem Patriarchat leider viel benutzt wird, für hauptsächlich mehr nicht nehmen, Frauen zu unterdrücken. Pornografie war für die Gruppe von FeministInnen ein Teil von der Unterdrückung. Und dagegen zu kämpfen war eine von ihren Hauptmissionen.
Sie waren also net gegen Sex a Pornoen, weil sie de Leute ihre Sexualität kontrollieren und zensieren wollten. Mir wennst ihre negative politischen und soziale Konsequenzen. Frauen gehen am Mainstream-Porno als anonym, passiv Objekte durchgestellt. Ob ihr Wohlbefinden an ihre Pläsier geht nicht geurcht. Dann die Pornografie-FeministInnen haben gefragt, dass sie so Durchstellungen auch am realen Leben genderbasiert Gewalt als sexuelle Gewalt normalisieren dürfen. Feminists of Color aus dem Gruppe haben noch unterstrichen, dass Porno People of Color noch einmal extra entmenschlichen. So drohen sie zu Rassismus und White Supremacy bei. Zweitens, die sexpositiv oder auch sexradikal FeministInnen. Das Wort radikal hat oft Negativkonnotationen. Es heißt aber am Anfang nicht viel mehr, wie da sein komplett an tiefgründig sozial- und politische Veränderung gefordert wird. Die sexradikal-FeministInnen haben sich für eine feministische Version von der sexuellen Freiheit angesagt. Sie haben gegen sexuelle Stigma gekämpft und wollten, dass sexuelle Minoritäten nicht mehr marginalisiert gehen. Weder an der feministischen Bewegung noch an der Gesellschaft mehr generell. Heute gehören Queer-Leute, Fetischisten, Butch- und Femme-Lesben, Leute, die BDSM praktizieren, sowie SexarbeiterInnen. Großnehmer dieser Gruppe sind zum Beispiel Lisa Duggan, Patrick Califia, Cherie Moraga und Gail Rubin. Für sie war Sexualität eine wichtige Quelle von Kraft, Identität, Kommunität und Widerstand. Frauen also von ihrer Sexualität aufzuschneiden, gibt sie isolieren und dafür sorgen, dass sie sich vom Patriarchat unterwerfen lassen. Dadurch als Konsumieren und Produzieren von Pornoen zu einem Mittel gehen, für sich zu wehren. Besonders die Pornoen, die sexuelle Dynamiken, Beziehungen und Praktiken weisen, die von der gesellschaftlichen Norm aufweichen. Ein wichtiger Moment bei den Sex Wars war eine Konferenz am Barnard College zu New York, den 24. April 1982. Laut OrganisatorInnen war Ziel für die Kursen, Strategien und Diskursen rund um Sexualität neu zu orientieren. In Wirklichkeit ist es viel darum gegangen, für Alternativen zur Antipornografie-Perspektive zu entwickeln. Damit war aber nicht jeder d'accord. Morgen von der Konferenz haben Antipornografie-FeministInnen für Saal eine Streikpostekette gebildet. Sie hatten T-Shirts an, wo für eine feministische Sexualität und gegen S&M draufstehen. S&M steht für Sadomasochismus. Aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, lauscht ihr gerne als Episode zu BDSM an. Die AktivistInnen haben ihre Flyer verteilt. Mit dem haben sie die OrganisatorInnen von der Konferenz angeschuldigt, sie gegen Gewalt gegen Frauen und den sexuellen Missbrauch von Kindern unterstützen. Wochen danach gab noch an den wichtigsten feministischen und schwulen und lesbischen Zeitungen darüber berichtet und diskutiert. Alle Seiten haben ihnen vorgeworfen, die anderen gingen Ideen verbreiten, die den Feminismus zerstören gingen. Das Debatte gouf nie gelöst und Lorna Bracewell observiert an ihrem Buch Why We Lost the Sex Wars, also wieso wir Sexkricher verloren haben, dass sie bis heute die feministische Bewegung splickt. Sie ist zum Beispiel für die Last 2017 so richtig abgeflammt, mit dem Hashtag MeToo-Movement. Auch hier war eine von den grossen Fragen, wie man am besten die gewaltvoll und oppressiv Seite vom Sex bekämpfen, ohne dabei Frauen und andere betroffene Personen an ihrer Sexualität und Handlungsfähigkeit anzuschränken. Rund 50 Jahre mehr spät ist das, was mit den Sex Wars losgetreten gouf, also noch immer relevant. Und es bleibt wichtig, sich mit allen Punkten und Perspektiven von der Debatte auseinanderzusetzen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend
mat freundlicher Unterstützung vu Graffiti, de Jugendsendungen Radio ARA. De Minister für Education, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf. Willst du gerne, dass ich darauf elaborieren oder willst du gerne abwerfen? Nee, natürlich. Please, give me your TED Talk. Also, könnt ihr einen Mini-Podcast an einen Podcast-Surprise